Welkom voor het nächste video. Ik freue mich, dass du dabei bist. Gott hat ein Wort für dich. Das Thema von dir ist, wer ihr nicht glauben, büten geblieben. In dit thema is kriegst du dit ook in de Bibel banen. Da möchte ich die mit nehmen. Das ist ein sehr interessantes Beispiel. Und das steht in Hebräer 3, 16 wieder, aber auch das 4. Kapitel, das redet davon. So, ich will das nicht alle lesen, weil das wird viel zu lang dauern. So, und dann wird mir das gut nicht, möchte ich bloß ein paar Versen rüberpacken. Das erste ist, wer wären die du hier haben, und doch jen unwären? Wären dort nicht alle Söhne, die mit Mose aus Ägypten rausgetragen wären? Und dann steht noch ein Vers zwischen und dann sagt das als Antwort. Und so sei wie, dass die nicht nennen können, weil sie nicht glauben deuten. Was ist die Geschichte? Mose, der hat wirklich einen Glauben und Gott hat ihn berufen, Israel rauszuraten aus Ägypten. Aber kriegst du viele Mann Israel teilen, die wir mit rausgetragen. Die wir mit rausgetragen und die hatten nicht den Glauben, die zweifelten auf alle Städten. Oder wären jen an, die kostet die ganze Geschichte, vielleicht was die Fehler weiten. So die tauten sich zu den nun Israeliten, aber Gott sagt, all die, die nicht an mich glauben, als es bei dem Punkt kommt, und das nie lohnt, zu kommen, hat Gott gesagt, die wollen nicht kommen. Die mussten so lange, 40 Jahre in der Wüste rumreisen, damit all die erstmal raussterben, was du nicht nennen sollen. So Gott hat was gesagt, ich sehe, du hast Glauben und du kommst mit nennen. Das ist, glaube ich, was von diesem Tag mit uns ist. Wenn du das ganze Kapitel durchlesen lässt, wirst du das vielleicht noch besser verstehen können. Gott, der ruft uns raus, aber wir müssen glauben an Gott. Wir müssen einen Glauben haben und Arm, dass wir wirklich nennen kommen können im Himmel. Jesus ist für uns gestorben, aber wir können uns als großer Namen Christen nennen, wir können irgendwas für Namen haben, oder irgendeine besondere Kraft gehen. Aber wenn wir nicht wirklich im Herzen leben mit Gott, wenn wir nicht das Leben haben mit Gott oder an einem Glauben, dann wird uns das nicht utregen. Das wird uns nicht an der Himmels der utregen sein, ich sie von denen, die Kraft, oder ich sie nun Christ immer gewasst. Aber mein Leben, mein Tag für Tag, hat das nicht bewiesen. Und du möchte ich die, lieber Zuhörer von dir fragen, lebst du für Gott? Lebst du so, dass Jesus wirklich Part ist von deinem Leben, oder nennst du dich bloß Christ? Mir ruft das immer wieder ab, jeder Tag so zu leben. Wenn meine Kinder mich angucken, dass ich sein kann, ich kann im Glauben gehen. Oder wenn andere Menschen die angucken und sagen, ja, die haben wahren Glauben an Gott. Das ist nicht immer leicht. Und bovenaan, man kann auch Fehler merken, das stimmt. Man merkt für einen Fehler, ich merke für einen Fehler. Aber das Wichtigste ist, dass wir für Gott aufrichtig kommen, Vergebung fragen und für Gott kommen. So, nu wil ik die vragen, bist du aufrichtig für Gott mit deinem Leben, mit deinem täglichen Leben? So, die Frage ist wirklich ernst, wo ich ihn nennen kann oder nicht. Und das können wir entscheiden. Wir brauchen nicht ein Zweifel haben oder ein langes Hoffen, vielleicht wird das, nur wenn wir von dem Glauben haben und Jesus Christus, wir leben mit allem Taub, dann können wir gewiss sein, dass wir wollen dort sein. Und da möchte ich dich von dir fragen, wenn du was mitbeten oder du hast Zweifel, du kannst das sehr willig tun. Vor deinem Himmel, ich sei dir Dankschein für dein Wort, für deine Leib und für deine Offenbarungen. Und von dir leid, die mein Leben haben, und ich möchte die nennen kriegen in mein Leben. Möchtest du mich reinwaschen, möchtest du mich wiesen, wo ich nicht 100% für die leben darf. Ich möchte mein Leben ernst nehmen und mehr für die leben, mehr von dir reden, dass Menschen ram, aber ganz in erster Linie, dass du Gott mich kannst, dass ich dich kann sehen. Ich lade dich von dir nennen und mein Hart möchtest du mich reinigen und dass ich dich kann sehen. Ich nehme dich an als mein Herr und mein Lehrer in Jesus sein Namen. Und Heiliger Geist, ich lade dich an, lehre mich wirklich Tag für Tag in jeder Situation, wo ich leben will, wirklich nur Gottes Entscheidung zu leben. Und dass mein Leben kann ein Beispiel werden für viele andere Menschen. In Jesus sein Namen. Amen. Und lieber Zuhörer, ich möchte die Mut merken. Lebe nur dort, was die Bibel sagt. Lies die Bibel. Forsch da Rüt und sei Gott, liebe mir mein tägliches Leben mit die Taub zu leben. Gott, dein macht jeder Tag, jede Sekunde mit die Taub leben.
So die tägliche Frauen kostet Gott stellen, die kostet den ganzen Tag mit Gott spazieren. Hij will eine Beziehung mit dir, der jede Minute am Tag. Und Gott läuft die und Gott hat einen Plan für die. Mag Gott die sehen und wann die Frauen hast, die kostet mir wellig schreiben.